Nigeria Süstrito Pimikusho Maya Grab Chome Sunshemaya Risha. Next, may I have the honor to invite on stage Honorable Madam Maya Graf to say her part of the speech. Thank you. Geschätzte Vertreterin seiner Heiligkeit, geschätzter Abt des Tibet-Instituts RICON, geschätzter Präsident der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz-Liechtenstein, Tashi Delek an alle Anwesenden. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit Ihnen allen den 90. Geburtstag seiner Heiligkeit hier begehen darf. Ich bin seit 24 Jahren Vizepräsidentin der Parlamentarischen Gruppe Tibet. Und ich freue mich sehr, dass ich in der Funktion der Vizepräsidentin hier auch ein paar Wünsche anbringen darf. Nämlich die besten Wünsche zu einem langen Leben seiner Heiligkeit des Dalai Lama, verbunden mit der Hoffnung, seine Vision eines autonomen, selbstbestimmten, friedlichen und der Erhaltung der natürlichen Umwelt verpflichtenden Tibet möge sich erfüllen. Sein lebenslanges Engagement für Autonomie und Selbstbestimmung seines Volkes auf gewaltfreiem Weg zu verfolgen, inspiriert uns alle sehr und es lehrt uns so viel. Auch durften wir seine Vorstellung einer säkulären Ethik des Mitgefühls beim Besuch des eindrücklichen Dokumentarfilms Wisdom of Happiness erleben. Dabei beeindruckten uns besonders die Appelle seiner Heiligkeit, religiösen Fanatismus und die Grenzen zwischen Religionen zu überwinden und endlich Antworten auf dringliche Fragen unserer Zeit in einer völkerverbindenden globalen Ethik zu suchen und die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Wie haben wir das alle auf dieser Welt nötig? Danke. Am Herzen liegt mir persönlich aber auch dafür, mich bei seiner Heiligkeit dafür zu bedanken, dass er sich unermüdlich einsetzt für Umwelt, Klimaschutz, für alle Lebewesen und diese Grenze eben überwindet, dass wir Menschen Verantwortung tragen für unsere mitfühlenden Mitlebewesen überall auf der Welt. Die Parlamentarische Gruppe Tibet verfolgt mit großer Besorgnis die immer drastischeren Einschränkungen kultureller und religiöser Rechte der Tibeterinnen und Tibeter in Tibet, welche durch die Behörden der Volksrepublik China implementiert werden. Und dies zeigt sich besonders alarmierend auch in der flächendeckenden Internierung tibetischer Kinder in chinesischen Internaten. Für alle Freunde Tibets in der Schweiz bleibt es daher ein großes Anliegen und eine Aufgabe, auch dass sich unser Bundesrat klar dazu bekennt, dass das tibetische Volk seine grundlegenden Rechte ausüben können müssen und diese Menschenrechtsverletzungen endlich gestoppt werden. Und geschätzte Anwesende, Sie können sich darauf verlassen. Die Parlamentarische Gruppe für Tibet, die parteiübergreifend sich engagiert im Schweizer Parlament, wird ihr Engagement für das Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung fortsetzen. Insbesondere wird sie sich gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft mit Nachdruck für das Recht des tibetischen Volkes einsetzen, sein religiöses Oberhaupt frei zu bestimmen und
die Volksrepublik China in keiner Art und Weise einmischt. Ein langes Leben für seine Heiligkeit. Pögyalo!